time. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir so gedacht, es ist jetzt schon länger, 2019, aber ich habe mir so gedacht, I know, meine beste Frise und Blending. Auf jeden Fall will ich jetzt einen kleinen Flashback von letztes Jahr, was alles so ab dem Januar bis eigentlich Dezember passiert ist und was ich so alles erlebt habe und so. Und ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, weil ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, aber habe ich gesagt, dass ich das so möchte oder so. Also ich habe mein Handy. Yes, I have a lightning on my phone and here is our lightning. Also, im Januar ist eigentlich viel passiert. Zum Beispiel, dass Lola zu uns gekommen ist. Früher hat Lola viel anders ausgesehen. Hier mal ein Bild, was sie klein ist. Ja, sie hat sich sehr verändert. Erstmal in Größe, dann ihre Art. Okay, sie sind Pubertät, dann ist mehr ein bisschen da wie ich. Sie ist auch muskulöser geworden und das ist Lola jetzt. Und sie ist viel größer geworden. Sie hat auch viel extra. Und wenn ihr auf Insta folgt, dann habt ihr die Veränderungen schon gesehen. Hier nochmal einblendet, so wie Lola heisst. Sie hat sich halt sehr geändert. Also wenn man das Bild anschaut und wie sie jetzt ist, innerhalb von einem Jahr, Leute. Sie ist 1 Jahr alt und in dieser kurzen Zeit so eine riesige Veränderung haben wir, die ganze Familie, nie gedacht, weil eigentlich sollte sie ja ungefähr so 50 cm sein. Ja, okay, weil sie halt, ich glaube, der erste Wurf, wie sie gesehen ist halt sehr ähnlich am Husky. Und sie hat auch einen dicken Kopf wie noch etwas. Sie kommt nochmal. Grüezi, Lola. Seht ihr? Sie ist so anders geworden. Ja, wie du bist anders geworden. Mama, au! Oh, Lola. Au! Ja, und ja, da kann sie auch. Ja, du bist eine. Au! Hallo. Auf jeden Fall haben wir jetzt gesehen, wie sie sich verändert hat und... Hallo. Ja, und das ist auch mal eine Erinnerung. Und das ist schon am 26. Januar passiert. Auf jeden Fall schaut ihr bei Insta vorbei, weil dort seht ihr auch sehr viel. Und sie hat sich halt sehr verändert. Und schaut einfach bei Insta vorbei, weil da sieht man auch, wie sie sich verändert hat. Und im Januar war Skilager von der Schule. Und das gehe ich heute das Wochenende. Auf jeden Fall gehe ich halt in ein Skilager, das auch letztes Jahr war. Und das hat auch mega viel Spass gemacht. Grüß gehen an die es wissen. Ist halt Februar gekommen, hat immer noch die Lola halt das größte Thema. Dann ist halt Fasnacht gesehen, wie halt auch immer, und das hat auch mega viel Spaß gemacht, vor allem wenn man dann wieder gestopft wird. Und auf das freue ich mich halt wieder sehr. Ich habe wieder Freunde etwas machen und dann habe ich mehr draußen sein, weil im Winter ist mir ja weniger draußen, weil es einfach verdammt kalt ist. Dann ist März gekommen. Und im März habe ich mein erstes YouTube-Video aufgeladen. Am 7. März habe ich mein erstes YouTube-Video aufgeladen. Jetzt merke ich gerade, dass es wieder dunkel wird. Ja, vielleicht mache ich mal eine Reaktion drauf, weil ich im März dann mehr Videos habe, aber es nicht eine riesige Differenz ist. Aber trotzdem kann ich mal eine Reaktion machen auf mein erstes Video. Am 18.03. war ja das Saluna-Konzert in Zürich gesehen. Und das haben wir auch gesehen, weil ich ja Saluna-Fan bin. Seht man nicht da hinten. Und ja, das war halt auch ein tolles Erlebnis gewesen, weil als ich dort gesessen bin und halt Carol, Luna, gesehen habe und einfach alle anderen auch, habe ich einfach heulen, einfach vor Freude. Weil die sind 50 Meter von einem entfernt gesehen und es war schon ein tolles Erlebnis gewesen. Ja, April habe ich halt viel gemacht und dann war auch mein Geburtstag gewesen. Also mein 14. Geburtstag, bald werde ich 15. So hat mein Kuchen ausgesehen. Dann sind wir halt auch nach St. Gallen gegangen zum Dillen.
Ihr kennt den aus dem Video, du bist verliebt. Dann ist halt viel Tolles passiert. Ich habe auch wieder den Andy Mert gesehen, der in unserer Stadt, Dörfli, ist. Und ja, dann ist Mai gekommen. Im Mai da haben wir halt viel mit Freunden gemacht. Und dann sind wir halt in den Europapark gegangen. Da sind wir halt zum ersten Mal bei dem Campingplatz gesehen, sind dort auch essen, wo auch lecker gesehen ist. Im Juni ist ja dann mein Hip-Hop-Auftritt gesehen. Ich bin halt in 3 Gruppen, einmal Montag, Mittwoch und dann Freitag. Und da treten wir halt jedes Jahr halt neu auf und dann halt unsere Tanzkünste sozusagen zeigen. Und das ist halt in Basel. Und das ist letztes Jahr am 17. Juni gewesen. Im Juli bin ich dann mit der Familie und halt mit ihnen aus St. Gallen. Sind wir aber in die Türkei gegangen. Wir sind bis jetzt 10. Mal in der Türkei gesehen. Dann ist halt August gekommen. Ja, 1. August ist halt der Geburtstag von der Schweiz. Wir sind halt in der Türkei gesehen. Da ist auch das Wakeboard-Video auch da nochmal verlinkt. Wir sehen uns noch. Und zwar bin ich dann mit Lola rausgegangen. Darum sage ich ja bis nachher. Und dann ist am anderen Clip, ja, ich bin draußen gesehen. Also einfach wissen, was passiert ist. Also jetzt bin ich wieder zurück. Und in der Zeit, wo ich draußen gesehen bin, hat es schön gehagelt. Und jetzt dann mein Bulli, die Kapuze ist nass. Es hat draußen geschifft wie ein Habis. Oder macht es immer noch. Also, wir sind noch stecken bis September. Und zwar habe ich wie gesagt, eine wichtige Person kennengelernt. Und es ist auch ein tolles Datum passiert. Und ja, ich habe die Lampe an, weil es ist so schnell dunkel geworden. Ihr habt es gesehen eigentlich im Video, wie es langsam dunkel geworden ist. Und jetzt kommt Oktober. Oktober habe ich ein neues Land kennengelernt, und zwar Gran Canaria. Ja, und ich habe da mega tolle Bilder gemacht und so. Gran Canaria würde ich gerne nochmal da gehen. Wahrscheinlich gehe ich auch nochmal da hin. Und es ist einfach ein tolles Erlebnis gewesen, aber wir sind einfach zu kurz gegangen, weil wir haben einfach wenig entdeckt. Gran Canaria ist ja echt klein. Das war mal Oktober gewesen. Jetzt kommen wir zu November. Also November hat halt meine Schwester Geburtstag, dann ist sie 10 Jahre alt geworden. Dann ist Dezember gekommen und Dezember ist halt Weihnachten gesehen und es ist halt immer kälter geworden und ich hasse Kälte. Wir sind halt in Grächen gesehen und Lola hat dann zum ersten Mal Schnee kennengelernt und sie hat natürlich mega Freude gehabt. Und Lola hat halt mega Spass gehabt, endlich mal Schnee. Dann sind wir halt wieder nach St. Gallen gegangen, haben dort Neujahr geführt und dann hat halt das Neujahr 2019 gestartet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt auch ein bisschen Interesse gehabt an dem. Am 20. gehe ich ja in das Lager und dann werde ich halt sozusagen vloggen auf dem Instagram-Account von mir. Hier. Und dann will ich halt in der Story halt immer Videos machen, wo ich jetzt gerade bin, was ich genau mache und so, einfach so eine Art Uncut-Vlog. Und vielleicht könnt ihr dann mehr aktiv sein, weil unter dieser Woche kann ich halt kein Video machen. Und dann sieht man sich anderes Mal. Ciao!